Grüezi miteinander, guten Abend. Da ist wieder einmal Potz Musik, heute aus dem Kanton Zürich. Wir sind haarscharf an der Kantonsgrenze zu Zug, im Lokal, wo fast jeden Abend Musik gemacht wird. Es wird Techno gespielt, Disco, Schlager, Oldies, Night, Tanzkurs und so weiter. Und einmal in der Woche, am Donnerstagabend, gibt es auch Volks- und Ländlermusik im Dukes Zillbruck. Heute ausnahmsweise sogar am Samstag mit viel Musik, wo Sie sich darauf freuen. Und die erste Musik ist gerade ein bisschen das Programm vom ganzen Abend, nämlich viele junge Leute, die engagiert und motiviert Ländler Musik machen. So auch die Familienkapelle Stalder aus dem Kanton Uri, wo jetzt gerade zügig mit dem Märschli loslässt.
So kommt es raus, wenn sich Eltern beim Musikmachen kennenlernen und dann später mit den Söhnen zusammen eine Familienkapelle gründen. Danke vielmals, Stalders mit dem Fabio und dem Patrick an Akkordeon und Klarinette und den Eltern Peter und Doris an Akkordeon und Kontrabass für den musikalischen Auftakt aus dem Kanton Uri. Wir sind hier im Dukes Zillbruck beim Markus Huber, der Gastgeber. Danke, dass wir bei dir und deinem Team zu Gast sind. Du bist hier in Zillbruck schon aufgewachsen in einem Lokal und hast dann irgendwann die Idee gehabt, hier im Dukes in einer alten Schür eine Disco zu eröffnen. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, ich bin mal ein bisschen spät heimgekommen. Da hat der Vater gesagt, wo ich war. Dann habe ich gesagt, ja, in Zürich im Ausgang und ich mache aus der Kronenschür eine Diskothek. Dann ist da losgegangen. Ihr habt ganz viele verschiedene Musik gehabt. Das ist bis heute ein bisschen das Konzept und irgendwann ist dann auch die Volksmusik dazugekommen. Wie ist es zu dem gekommen? Ja, das ist 2015. Den Julian von früher habe ich aus einer Country-Band-Formation kennengelernt. Und dann haben wir da angefangen mit Volksmusik. Ab 2015 bis heute, also 10 Jahre, sind wir jetzt hier jeden Donnerstag, ausser dem Juni, Juli, August. Dann machen wir die Sommerpause. Wir haben ein riesiges Programm mit ganz viel verschiedener Musik. Du als Gastgeber, der Teil da bist, siehst du einmal den Leuten schon an, die kommen, welche Musik das hören? Ja, das siehst du den Leuten gut an, wo es jemand angeht. Oder? Ob es ins Erdgeschoss oder in den ersten Stock oder gerade in den zweiten Stock geht, das sieht man den Leuten gut an. Und es ist auch eine schöne Mischung. Dann nimmt es mich natürlich Wunder, an was erkennt man so das Ländlerpublikum? An einem Kühle gut. Aber einfach bodenständig. Ja. Es ist ein Schnupf oder so. Das schnupfen zwar alle, aber nein, das sieht man den Ländler gut an. Und du, der selber eben so in der Disco in Zürich das Nachtleben entdeckt hast, bist du mittlerweile auch ein Volksmusik-Fan geworden? Ja, also jetzt, vor 10 Jahren habe ich gedacht, ja, wir machen Ländler. Und Ländler ist Ländler. Inzwischen habe ich gelernt, dass eben Ländler nicht Ländler ist. Dass Ländler extrem vielseitig ist, abwechslungsreich und eine schöne Mischung ist immer gut. Das probieren wir auch heute in der Sendung. Danke, dass wir da sind. Du hast den Julian von Flüe erwähnt. Er ist ein begnadeter Musikant, nicht weit von hier daheim im Kanton Zug. Und der Julian von Flüe spielt jetzt zusammen mit seinem Trio für uns. Und all die von Ihnen, die ein bisschen Höhenangst haben, können sie sich irgendwo heben oder am besten angurten, weil es kommt jetzt ein musikalischer Sturzflug.
Virtuose Klänge vom Julian Vorflühe Trio zusammen mit dem Marc Scheidegger an der Gitarre und dem Matthias Abecherli am Bass. Und da neben mir ist jetzt auch ein Abecherli, nämlich der vom Julian Vorflühe das Machen vom Programm hier im Dukes übernommen hat. Wenn man so viel übt, bespielen mit guter Musik, wie geht man vor? Wie kommst du zu all diesen Formationen? Ja, da hole ich natürlich die Ideen überall ein bisschen, sei das Musikwellen, sei das Wunschkonzert am Samstagmorgen, da weiss man immer ein bisschen, was Trend ist. Oder dann Heiratsfestival, da sieht man immer viele Musikanten, kann sich direkt engagieren. Und ich gehe natürlich auch immer viel ein bisschen Musik hören, überall. Wir haben ja leider hier in der Gegend wenig Musiklokal, aber da gehe ich halt ein bisschen mehr gegen ins Muttental hindern oder irgendwo, wo es so gute Lokale hat, wo auch Spieler und Musik haben dort. Kannst du ein bisschen verraten, was für Musik hier am besten ankommt? Der Trend ist im Moment halt schon ein bisschen Schweizer Örgeli und ein bisschen Singen dazu. Aber das heisst nicht, dass wir da nur das haben, sondern ich schaue regionenweise Musiker hier reinzunehmen. Ich schaue verschiedene Kapellen mit Klarinett, Handorgel, Klavier oder Schweizer Örgeli oder natürlich Handorgel-Duett. Jetzt habe ich gedacht, du sagst Hackbrett. Es ist so, Hackbrett haben wir hier leider noch nie gehabt. Wir haben ja noch nie eine Streichmusik hier drin. Ich sage immer, das Einzige, was hier gestrichen wird, das ist der Kräuterbutter vom feinen Filet, das es da gibt. Das klingt also auch verlockend, um daher zu kommen. Dann wird natürlich Musik gehört, es wird tanzen, es wird gefestet. Was vielleicht auch in so einem Stimmungslokal ein bisschen weniger Platz hat, ist ab und zu mal ein Jodellied. Habt ihr das schon gehabt? Das machen wir jedes Mal. Frühling, Herbst tun wir immer einen Jodelclub einladen. Und da gibt es sehr eine gute Abwechslung. Da haben wir da Jodelklang, Ländlermusik und wieder ein bisschen Jodel. Also ein buntes Programm. Das machen wir also Frühling und Herbst. Dann passt es ja in dem Fall ganz gut, wenn wir jetzt auch ein bisschen Jodel hören. Danke vielmals für deinen Einsatz, für das Programm, das wir hier im Dukes geniessen. Und jetzt gehen wir in den Kanton Bern, auf Trub, im Emmental. Und von daher kommen Nina und Selina. Sie singen miteinander schon einige Jahre. Sind auch schon am Jodlerfest gewesen. Und bei ihnen geht die Saison jetzt dann so richtig los, weil wenn sie nicht am Jodeln sind, singen sie auch viel an Hochzeiten. Heute hören wir ein Liedli, selbst zweit, vom Adolf Stähli. Im Sommer geh ich hüten, auf das Bergli dort hoch in die Flühe. Ich treibe die Kuhli vom Lager auf die Weide und jutze dazu voll Freude. Ich treibe die Kuhli vom Lager auf die Weide und jutze dazu voll Freude. Johola, 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 der sagt mir manchmal, gell Hansli, du gehst nicht in die Flühe. Und steh ich dort oben und schwenke der Hut, dann gefällt's unserem Ätti gleich gut. Und steh ich dort oben und schwenke der Hut, dann gefällt's unserem Ätti gleich gut. Johola, johola, sitzt auf dem Hüttenbänkli, wenn's Abend wird über der Weid. Dann weiss ich, was hätte ich so besonderbar Freud. Wir singen ein Liedli selbst zweit. Dann weiss ich, was hätte ich so besonderbar Freud. Wir singen ein Liedli selbst zweit. Johola, 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 johola.
Boma Walzka hat für uns gespielt. Polka, Marsch, Walzer, Kapelle aus der Region Menznau im Kanton Luzern. Eine letzte Runde hat der Titel geheißen, aber bei uns ist die letzte Runde noch nicht gegangen. Es gibt noch viel Musik in der Sendung, aber auch im Internet, wo Sie jederzeit auf srf.ch/sportsmusik können Ihre Lieblingsstücke von Sportsmusiksendungen geniessen und Sie können den Wunsch, welches das Ihnen am besten gefällt, sogar online durchgehen. Gemacht hat da Katharina Bartolme aus Mettmerstedt im Kanton Zürich. Du bist bei uns ein bisschen stöbern im Internet und hast ein Stückchen gewünscht. Welches und wieso? Also das Stückchen ist von der Familienformation Schnidrig, einfach Genderbüben. Und das habe ich schon mal gesehen, vor ein paar Jahren. Und da bin ich eben schauen, da gibt es das noch. Und das hat mich so fasziniert, die ganze Familie mit den Kindern, die Kulissen und das Töpfchen oben drauf, der Nicolas Senn mit seinem Hackbrett. Und darum haben wir natürlich genau das gewählt. Genau, ja. Bist du eine, die total offen ist in der Volksmusik oder spezifisch einfach den ganzen Tag nur Genderbüben hört? Nein, das ist so, ich höre alles, was Sachen Musik ist, auch ganz andere Sachen. Aber Volksmusik, das liebe ich wahnsinnig. Hat es dir gefallen bis jetzt? Hier? Sehr sogar, sehr, ja. Dann hoffe ich, dass du weiterhin geniessen kannst hier im Dukes und auch deinen Wunsch jetzt kannst geniessen. Wir gehen in die Alp Preischerow im Wallis mit der erweiterten Verwandtschaft von Schnidrigs. Wird es jetzt richtig schön mit alpenländischer Musik.
Typisch Genderbübel. Der Publikumswunsch von der Katharina Bartolme und mit ein bisschen Glück wird auch Ihren Wunsch einmal in der Sendung gespielt. srf.ch/sportsmusik. Dort können Sie alle Stücke von früheren Sendungen schauen und geniessen. Aber das nächste Stück und die nächste Formation ziemlich sicher noch nicht. Weil das Trio Zwetschge-Lisis aus dem Kanton Obwalden, die haben heute ihren ersten Fernsehauftritt. Wir geniessen es also jetzt einmal und nachher sind sie dann natürlich auch in unserem Archiv vorhanden. Zuerst jetzt aber die Ohrenspitze für die jungen Talente aus Obwalden. Merci vielmals dem Trio Zwetschge-Lisis mit der Serena Schneider, mit der Jenny und der Melissa Halter. Danke vielmals für die schöne Musik. Zwetschge-Lisis, wie kommt man auf so einen Namen für eure Formation? Wir haben vor 3 Jahren unsere Formation gegründet. Und dann sind wir miteinander das eidgenössische Jungmusikantentreffen in Bar. Und für das haben wir natürlich einen Namen gebraucht. Und wir haben ein bisschen studiert und da wir sobald ja viel so Louis-Mädchen, also Schlitzohr, so den Namen braucht, sind wir auf den Namen Zwetschge-Lisis gekommen, weil das ist wie sobald der Name Louis-Mädchen. Ja, und dann haben wir gefunden, es passt zu uns. Und weißt du, was euch an der Ländlermusik gefällt? Jetzt haben wir gerade auch so eine Genderbüben-Fanhymne gespielt, die der Genderbüben gewidmet ist. Was gefällt euch an Musik machen und miteinander Musik machen? Ja, also sicher die Freude miteinander der Musik, die wir haben. Das miteinander etwas machen, miteinander auftreten. Und die Freude der Musik selber, eben der Musikstil, die Ländermusik. Ja. Und ab sofort auch der erste Fernsehauftritt. Jetzt kann man euch auch im Internet schauen. Danke vielmals, dass ihr da sind. Macht so weiter und einen grossen Applaus für euch.
In 2 Wochen geht es mit Batz Musik dann nicht in eine Beiz, sondern ins Appenzellerland hoch über dem Bodensee als Heide-Festival, das das 10-jährige Jubiläum feiert. Und darum gehen wir auch musikalisch schon ein bisschen in diese Richtung mit der Kapelle Herkules aus dem Appenzellerland. Das sind zwar alles starke Musikanten, aber Herkules haben sie als Namen, weil sie mit dem Herkules über die Schultern gehen Musik machen, aufmachen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder sehen. Und jetzt viel Vergnügen mit der Kapelle Herkules. miteinander. Hat es jetzt euch auch also gut gefallen wie mir? Dann noch einen Like und kommentiert und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf Play SRF. Viel Vergnügen!